kann ich mich wirklich aus echtem Herzen mitfreuen, weil jemand weniger Aufwand betreibt und besser ist als ich. Und ich bin überzeugt, wenn wir diesen Charaktertest hier bestehen, dann ist der Weg offen, dass Gott uns Schritt für Schritt vorwärts bringen kann. Wir haben ja recht herzlich immer wieder die begrüßen auf YouTube, die Predigt anschauen. Geben wir ihnen doch einen recht herzlichen Applaus aus dem Kalkofen raus. Es freut mich ganz fest, habt ihr eingeschaltet. Ich möchte heute am Abend über das Thema die göttliche Gerechtigkeit zu verstehen reden. Und das ist ja schon mal der Titel sehr heikel, oder? Und darum fange ich mit einem Bibelvers an. Und das ist immer gut, mit einem Bibelvers anfangen. Und zwar habe ich in meinem Leseplan eigentlich ein Buch gehabt. Und das war nicht der Petrus, sondern wer dran war, der erste Brief vom Johannes. Und dann bin ich dorthin geswitcht, weil ich noch ein bisschen bemüht war. Bin ich zwar im Buch vorher gerutscht, 2. Petrus 3,9 habe ich nachher dort gelesen, statt eben 1. Johannes 3,9, oder? Und dann war es noch spannend, weil die Predigt ist schon geschrieben war, und das war kurz vor dem Wochenende. Ich möchte es schnell vorlesen. Es ist nicht auf dem Screen, aber ihr könnt probieren, gleich gut zuzulassen. Also, da steht, es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Das hat mich tief berührt. Vor allem, weil ich realisiert, dass ich am falschen Ort das gelesen habe. Nachher, oder? Kommt noch ein anderes Gewicht nachher, oder? Das war die Führung vom Herrn im Himmel, oder? Nein, es hat mich so berührt, weil drinnen steht, dass Gottes Wunsch ist, dass die Leute ihn lernen können. Und ganz egal, von wo wir kommen, wie lange wir unterwegs sind, Gott liebt es, wenn wir es schaffen, hierher zu kommen, einzuschalten, die Predigt nachzuschauen, wenn wir unser Herz auftun können. Und ganz egal, wie vielleicht aus unserer eigenen Sicht, wie ein frommes Leben wir leben oder nicht. Gott liebt uns genau gleich. Und wir lesen das so viel in der Bibel. Gott liebt es, wenn Menschen nach ihm die Hände ausstrecken und ihn suchen. Die göttliche Gerechtigkeit zu verstehen, ist, glaube ich, etwas sehr, sehr herausforderndes für uns Menschen, auch, weil wir auch im Prinzip nicht das volle Denken können haben, weil wir Menschen gleich irgendwo immer ein bisschen eine Begrenzung haben. Und manchmal läuft es einfach gar nicht gerecht im Leben, oder? Habt ihr sicher auch schon erlebt, oder? Wie irgendwo oder im Migros steht und dann seid ihr am Anstehen und dann geht die andere Kasse auf und dann sagt genau neben dafür, oder? Und bis du dann bist, ist dann wieder die längere Schlange, oder? Also es gibt auch noch sonst viel Ungerechtigkeit. Aber ja, vor kurzem habe ich erlebt, oder? Ich bin ein unglaublich professioneller Küdersackstopfer. Das ist so viel krass, dass ich jede Woche die Bestätigung von meiner Frau brauche. Ich sage, oder? Hast du gesehen? Schau mal, wie ich wieder da alles habe. Und es ist einfach so, dass sie sagt, ja, du bist wirklich ein mega krasser Küdersackstopf. Oder? Ich bin wirklich sackstark. Ich habe diverse Tricks, wie so viel gleich noch. Und dann kannst du so eine Küdermarke sparen, oder? Und wenn du dann das 10 Jahre machst, hast du schon mal 12 Franken gespart, oder so. Aber ich bin wirklich gut. Und dann so in dem gut drin, oder? Und mein Bestes geben, und ich nehme den Köder auch immer sehr früh raus, oder? Parat, meistens am Abend vorher, her, wie ein guter Schweizer das macht. Dann hat der Kleber drauf, das Märkeli geht vorne, das Ködermann gesehen, oh, das ist ein guter Schweizer, der hat wirklich das drauf da, oder? Und dann komme ich am Morgen, wo ich arbeiten, dann mit Hemli, es kommt immer darauf an, was man für Sitzung hat, aber mit Hemli bin ich arbeiten, oder? Und ein Friseurchen gehabt, parat, oder? Für den ein bisschen businessorientierten Tag, wo ich angestanden, oder? Und dann sehe ich so, etwas mit diesen Ködern ist gar nicht mehr gut. Weil einer, der war total verrissen und alle Köder waren so überall verteilt, oder? Und es sind auch noch 3 andere nebendran gestanden. Und die waren nicht verrupft von dem Fuchs, den ich besucht habe, oder? Und mein erster Gedanke ist, ja, ich bin so ein guter Ködersack zusammenbauer, oder? Stunker, das kann der sicher nicht meine Köder, oder? Und ich kann sagen, auch wenn ich dann so sehe, okay, gut, das könnte definitiv unser Abfall sein. Nein, einfach ignorieren, arbeiten, nicht so tun. Und irgendwann habe ich gemerkt, Scheiße, das ist wirklich unser Abfall, oder? Jetzt muss ich das alles zusammenlesen. Und dann hat mich gesehen, innerlich habe ich brodelt, äußerlich auch ein bisschen, weil es ist dann noch so gekommen, alle Schüler sind in die Schule gegangen, oder? Um diese Zeit. Und dann wie der grösste Idiot, oder? Im Hemli liest er da dann so mit einem Händchen all das grusige Zeug wieder zusammen, oder? Und dann schauen sie noch so ein bisschen, lächeln noch ein bisschen, oder? Nachher Leute sind auch noch schon nebendurch gefahren. Und dann ist es noch so gekommen, die eine Tochter von mir, die ist eben auch in die Schule gegangen. Dann kommt sie noch, du sagt bis dort vorne noch, du musst dort auch noch gehen.
Und ich dachte, weisst du, es ist dunkel, die geht in diesen Sack mit hinein. Und dann habe ich das seriös probiert zu machen, aber ganz ehrlich, ich habe mich so verletzt gefühlt. Und ich habe noch die Bibel gelesen am Morgen, weisst du? Und dann so richtig, noch mit Betten am Schluss. Oder? Und manchmal ist es so ungerecht. Oder? Das ist vielleicht ein lustiges Beispiel. Wir alle haben so Sachen. Oder? Es ist auch lustig. Manchmal, oder, wenn es nicht läuft. Einmal hatte ich Kopfweh, dann habe ich das Tablet genommen, dann habe ich es geschluckt und das Ding, die Türe offen gehabt, oder? Und habe dann beim Abschlucken gesagt, die Türe und dann das ganze Türe rausgeschlagen, oder? Das sind so die Momente, gell? Da! Oder? Und dann muss ja, lieber Gott, merci, ich weiss, das ist ein Plan für mein Leben und so weiter. Das ist dann wichtig, dass wir dann gut aussprechen. Aber wir wollen jetzt gleich in die Bibel schauen und wir probieren herauszufinden, was kann denn auch Gerechtigkeit von Gott sein. Und Jesus braucht das Gleichnis, und das Gleichnis ist eigentlich nichts anderes. Jesus hat die Gleichnis-Sache erklärt, dass es die Leute verstehen können. Also er hat bildliche Beispiele genommen und das so wie probiert, den Leuten zu erklären. Und ein Gleichnis, das eben so ein bisschen um die Gerechtigkeit geht, das ist für ein langer Text. Und wenn man den lesen und nicht per Sache ist, dann hat man am Schluss schon wieder vergessen, was am Anfang war. Und darum, statt dass ich euch jetzt das alles vorlese, habe ich gedacht, jetzt müssen wir gleich mal probieren, den Bibeltext zu hören. Und für die, die sehr schnell abhängen beim Hören, ich habe extra noch so Videosachen darüber aus. Wir können dranbleiben, oder? Aber probieren mal die ganze Geschichte hier zu hören, was Jesus in der Bibel erklärt. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von 1 Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. »Geht auch ihr in meinem Weinberg arbeiten«, sagte er zu ihnen. »Ich werde euch dafür geben, was recht ist.« Da gingen sie an die Arbeit. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. »Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum?« fragte er sie. »Es hat uns eben niemand eingestellt«, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, »Geht auch ihr noch in meinem Weinberg arbeiten.« Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, »Ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf.« Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder 1 Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder 1 Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. »Diese hier«, sagten sie, »die zuletzt gekommen sind, haben nur 1 Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns? Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen.« Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, »Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf 1 Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten.« Wenn ihr dranbleiben könnt, ist es vielleicht euch so gegangen wie mir, als ich auch die Geschichte zuerst mal gelesen oder mehrmals gelesen habe, dachte ich verstehe das nicht. Auch in unserem logischen, griechischen Denken, das ist einfach nicht fair. Oder und wir, die ja auch noch in einer Zeit leben, die immer probieren, alles genau abzugelten, wo ist da die Gerechtigkeit? Und es nochmal schnell ein bisschen aufzuschlüsseln, dass wir wirklich checken, was da genau passiert ist, oder ich es gleich nochmal schnell einmal erklären. Also, der Weingutsbesitzer, der geht auf den Marktplatz und der, haben wir es dann vorgestellt, oder, der hat so Kübel und nachher geht er dorthin und dort finden wir schon das erste spannende Detail, oder? Er geht zu Leuten, die ja scheinbar keinen Job haben. Schon dort können wir im gleichen Sinne verstehen, Gott ist schon interessiert an den Leuten, die vielleicht in der Gesellschaft am Schluss sind. Die vielleicht so ein bisschen am Rande sind, die es nicht zu viel bringen. Gott ist genau gleich an denen interessiert. Er geht dorthin, er findet einen und sagt, wo steht der Job? Es ist morgen um 6 Uhr. Und der bekommt so einen Kübel, der geht nachher in das Weingut und fährt an zu arbeiten. Ganz wichtig ist, dass wir nicht vergessen, der hat keinen Job gehabt, am Morgen um 6 Uhr. Der ist unglaublich dankbar, dass er jetzt für einen vollen Tageslohn arbeiten kann. Dass er vielleicht seine Familie ernähren kann, dass er vielleicht Schulden zurückzahlen kann.
Später, nachher, um 9 Uhr, geht der Weingutsbesitzer noch einmal auf den Marktplatz, oder? Wir meinen, 9 Uhr ist ja schon der Tag gelaufen, oder von dann an, mit dem 9 Uhr, dieses und jenes und eins, oder? Es läuft nachher ein bisschen. Der geht zurück auf den Marktplatz und sieht immer noch, wie Leute rumstehen. Dann geht er her, gibt ihm den nächsten die Chance und sagt, auch du kannst in meinem Weinberg arbeiten, du darfst heute etwas verdienen, ich will dich segnen. Ganz wichtig, auch der hat sich unnütz gefühlt. Auch der hat es irgendwie nicht auf die Reihe gebracht, dass er ja am 9 Uhr noch keinen Job hat. Es geht dann weiter, wie wir gehört haben. Der Weingutsbesitzer, der geht zum Mittag, nach einem feinen Kalkofen-Burger schauen, ob irgendwo ein paar Gielen noch mal Frauen rumstehen, noch etwas arbeiten. Dann sagt er immer noch eine Gruppe. Um 12 Uhr sagt er zu einem, der schon hier noch anfangen zu arbeiten. Es gibt auch dem Kesseltang, auch der kann noch arbeiten. Es geht weiter. Nachmittag um 3 Uhr. Immer noch Leute, die nichts arbeiten können. Gibt dem nächsten die Chance, wieder etwas zu verdienen, sich nützlich zu machen. Und auch für den ist es ein riesen Wunder. Und wie wir vorhin gehört haben, sogar am Abend um 5 Uhr. Da kommen wir ja gar nicht mehr raus, gell? Was willst du ja am Abend um 5 Uhr noch? Oder? Das ist dann, wo wir den Computer runterfahren, wenn wir ihn überhaupt runterfahren. Oder im KV die Zalando-Bestellung abschließen und nachher, hey, nein, das ist jetzt ein Vorurteil. Nein, natürlich nicht. Wenn wir nachher unser Wort zutun, aber noch dann geht der Wein. Ich habe selber das KV gemacht, easy, ich habe mich selber auf die Chippe genommen, natürlich. Aber es gibt noch die Versicherungs-KV, dort ist der wirklich... Nein, gut. Fokus da bleiben. Gut, wir haben den Weinberg gesetzt, das ist am Abend um 5 Uhr, das ist ja so spannend. Ich meine, der Chef geht dorthin und der sieht immer noch Leute und gibt immer noch eine Chance. Das ist am Abend um 5 Uhr. Ganz spannend. Nachher, sagen vielleicht, keine Ahnung, eine halbe Stunde später oder was auch immer, vielleicht eine Stunde, ist der Arbeitstag durch. Und jetzt wird es ganz spannend. In unserem Denken, der hat zuerst eingestempelt, oder? Dem seine Arbeitszeit Saldo geht rauf. Oder? Der ein bisschen später, das ist schon gut, wenn der arbeiten kann, aber er muss am nächsten Tag dafür 3 Stunden früher kommen, dass er es aufholen kann. Oder? Unser Gerechtigkeitsdenken. Jesus erklärt hier etwas. Jetzt geht es los. Der erste, morgen um 6 Uhr, einen ganzen Tag gearbeitet, einen guten Tageslohn, 100 Stutz. Der Chef geht her und sagt, du hast heute gut gearbeitet. Und er hat mega Freude und denkt, 100 Stutz? Das ist ja Wahnsinn. Wenn ich 5 Tage komme, 500, oder? Und er hat so Freude. Nachher geht es weiter, dann geht der Chef zum Nächsten und der denkt, gut, also 3 Stunden weniger, Und dann sagt eben der Chef, auch der bekommt 100 Stutz. Und dann fährt der Erste auf das Mal an zu studieren. Warum? Der hat ja weniger gearbeitet. Das ist aber nicht fair. Aber dann, Jesus treibt in diesem Gleichnis noch die Spitze auf. Der erst später am Mittag hat angefangen, 100 Stutz. Und dann glauben wir es fast nicht mehr, oder? Am Nachmittag um 3 Uhr genau gleich Lohn. Und am Abend um 5 Uhr, der eigentlich nur den PC hat runtergefahren oder vielleicht die Reben noch ein bisschen weggewischelt hat, bekommt 100 Franken. Und jetzt haben wir das Bild. Wo ist da Gerechtigkeit? Und ich habe mich so lange auch gefragt, Jesus, das ist nicht gerecht. Das bringe ich fast nicht in meinen Kopf hinein, das ist nicht gerecht. Und genauso ist es dem gegangen, weil ich möchte das noch mal schnell vorlesen, was er sagt. Er sagt, das geht nicht. Spannend ist dann, wie hier Jesus eigentlich im Gleichnis-Sinn erklärt, wie der Chef Antwort gibt. Wir lesen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar, hier jetzt 100 Stutz, geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Jetzt weiss ich nicht, wenn wir heute Abend ehrlich zueinander sind, oftmals denke ich genau so. Aber warum bekommt dieser vielleicht den gleichen Lohn, wenn er weniger Bemühungen hat? Warum bekommt der andere sogar noch mehr Lohn, obwohl ich bessere Ausbildung habe? Warum bekommt meine Freundin als ersten Partner, obwohl ich mir so lange einen Partner wünschen würde? Warum passiert das, dieses und jenes im Leben, obwohl ich doch mit Gott unterwegs bin? Und da sehen wir ganz spannend, wie Jesus
sage ich, uns allen Gerechtigkeitsfanatikern eigentlich fadengrad in den Kopf zeigt, wie es mit dieser Gerechtigkeit ist. Und ich finde es so spannend, die Überlegung, was passiert, wenn in unserem Leben, in unserem Umfeld Leute mehr gesegnet werden. Wenn es schneller geht. Oder? Was passiert oftmals, wenn der Nachbar, für die schon alleine wohnen oder was auch immer, ein neues Auto hat? Entweder sagen wir, das ist gestohlen oder das ist nicht sauber erwirtschaftet. Oder? Das kann ja nicht sein. Oder? Nicht genau, was dort alles noch läuft. In diesem Darknet, was er dort noch... Oder? So menschliche Gedanken haben wir oftmals. Aber ich habe es so aufgeschrieben, es ist völlig in Ordnung, wenn es Menschen auch nach uns leichter fällt. Wenn Gott uns segnet, segnet er uns oftmals so, dass wir ein Segen für die Leute nach uns sein können. Wenn wir also einen Durchbruch erleben, wo wir vielleicht jahrelang darauf warten, dann wünscht sich Gott, dass wir ein Wegbereiter sind, dass Leute ebenfalls von diesem Segen profitieren können. Und das ist spannend, wie das mit Gottes Gerechtigkeit auf einmal aussieht. In unserem logischen Denken. Ich glaube, wir werden immer Leute in unserem Umfeld haben, die etwas Besseres können, die mit weniger Lehre die bessere Noten haben können, mit weniger Aufwand können vielleicht von aussen gesehen ein fröhlicheres Leben leben, mit weniger Reisen die cooleren Insta-Posts herklepfen, oder? Mit weniger Aufwand mehr Beförderung bekommen, vielleicht sogar mit weniger Aufwand körperlich fitter bleiben können. Wir werden immer so Leute in unserem Umfeld haben. Und je länger ich unterwegs bin, fange ich an zu realisieren, ich bin überzeugt, Gott macht das extra. Und er will, dass wir immer wieder begreifen, seine Gnade ist viel grösser. Er möchte unser Herz trainieren, dass wenn es Leuten einfacher fällt, dass schlussendlich wir relaxed bleiben, die Eifersucht draussen lassen und dürfen dankbar bleiben für das, was wir haben. Weil ich bin überzeugt, die Eifersucht entsteht genau dann, wenn wir die Wertschätzung für das, was Gott uns gibt, verlieren. Was ist passiert bei dieser Geschichte? Zuerst hat er Freude gehabt. Zuerst war er dankbar. Die 100 Stutz waren unglaubliche Segen. Hingegen, wenn er gesehen 100 Franken für nur irgendwie eine Stunde zu arbeiten, dann hat auf das Mal den Wert verloren. Oder oftmals haben wir irgendwo ein Segen in unserem Leben und wir lieben es, bis wir sehen, dass jemand mehr sagen. Und dann auf das Mal finden wir es unfair. Und dann auf das Mal fangen wir uns an Sachen fragen oder glauben auch in einen Stress hinein. Und ich möchte uns alle ermutigen, dass wir auch diese fadengerade Botschaft von Jesus nicht einfach überspringen in der Bibel. Ich sage, oh, da komme ich nicht raus, interessiert mich nicht. Hä? Ist ein bisschen creepy da, oder? Mit ein bisschen viel Gleichlohn und weniger Aufwand. Dass wir auch dort uns probieren, mutig zu fragen, Gott, was willst du mir in solchen Situationen zeigen? Kann ich anders handeln an meinem Arbeitsplatz, in meinem kollegialen Umfeld, in meiner Klasse, wo ich bin? Kann ich mich wirklich aus echtem Herzen mitfreuen, wenn jemand weniger Aufwand betreibt und besser ist als ich? Und ich bin überzeugt, wenn wir diesen Charaktertest bestehen, dann ist der Weg offen, dass Gott uns Schritt für Schritt vorwärts bringen kann. Und Jesus redet so gerade in diesem Teil. In der Sprüche 14,30 steht, Gelassenheit verlängert das Leben, Eifersucht zerstört es. Ganz ein krasser Bibelvers, der ich sagt, was es mit unserem Leben macht. Und spannend, oder? Ich darf das ganz gut bei meinen Kindern beobachten. Das ist so spannend, wie wir hier schon gelernt haben. Wenn du 2 Gummibärchen jemandem gibst, als Dessert, sonst gibt es nur 1, aber das mal 2, dann 1 gibt es schon ein bisschen mehr manchmal, oder? Und nachher ist das genial, aber wenn er einfach irgendwo das Doppelte ist, das ist gar nicht mehr gut. Oder? Und das merken wir in diesem Sinne. Das muss man als Mensch lernen. Und ganz ehrlich, manchmal fühle ich mir meinen Kindern nach. Ich merke, ich kann es noch nicht immer 100%. Ich kann nicht immer 100% sagen, ich bin trotzdem happy, auch wenn es anderen einfacher fällt. Ich habe trotzdem genau gleich Freude. Auch wenn Leute, die vielleicht nach mir kommen, jünger sind oder was auch immer, einfach so dürfen profitieren von dem, was ist gegangen. Aber ich glaube, das ist ein Weg, den wir gehen dürfen, eine Reise, die uns auch immer wieder schlussendlich nach zu Gott bringt. Und manchmal können wir uns so um uns selber drehen und so lange überlegen, was passiert bei allen anderen, dass wir vergessen, wie gesegnet wir sind.
Und ich möchte uns ermutigen, mit dieser simplen, einfachen Botschaft, wenn jemand mehr gesegnet wird in unserem Umfeld, feiert es. Feiert es so fest ihr könnt. Geht mit dieser Person feiern. Und auch wenn es zuerst vielleicht ein bisschen Mut braucht, dann feiert noch mehr, bis es nicht, also ja, natürlich im normalen Rahmen, aber entscheidet euch für das. Und ich durfte erleben, wie etwas mit dem eigenen Herz so passiert. Ich kann ganz ehrlich sein. Schau, wir haben vorhin gehört, Sonntagmorgen, alles so genial. Wir haben einen genialen Spielplatz. Oder? Und das ist vielleicht in unserem Alter nicht so entscheidend. Wenn du Familie hast, so einen Spielplatz, in deiner Kirche im Rest ist etwas vom Genialsten. Und ganz ehrlich, als ich diesen Spielplatz so fertig gesehen habe, habe ich da angeschaut und dachte, das ist cool. Und als meine Kinder so klein waren, sind wir auf verfaulten Äpfeln dort unten rumgelaufen. Oder? So hat dann der Spielplatz ausgesehen. Und dann habe ich zuerst gedacht, eigentlich ist schon noch cool für die jetzt kleine Kinder haben. Schnallen sie sich, was sie haben. Schätzen sie sich, was da entstehen durfte. Und dann war es spannend, als ich einmal mit mir selber gehadert und mich mehr entschieden, mehr zu freuen, als vielleicht Gefühle in sich waren. Es war wie eine leisliche Stimme zu mir sagt, das Gefühl, wie es Gott ist, ist ja immer heikel zu sagen, Gott hat gesagt. Aber es war wie eine Frage, und Gott hat gesagt, hast du schon mal an die 15 gedacht, die die Kirche gestartet haben? Hast du mal überlegt, wie das Kinderprogramm dann nicht ausgesehen? Für die Kirche gestartet haben? Dann ist irgendwo ein Nebenräumchen, die ich am Boden rumschnacken. Das war das Kinderprogramm. Kein Spielplatz, kein Rein, nicht mal einen verfaulten Töpfe, wo man drüber laufen konnte. Nicht. Und es war wie Gott mir gesagt hat, schau, du kannst dich entscheiden. Hast du Freude? Feierst du es? Dann kann ich auch sagen, in dein Leben zurückbringen, weil du bereit bist, zu sagen, weiterzugeben. Ich kann dich unter Umständen unterstützen, Sachen zu gelingen, damit die Leute im Umfeld profitieren dürfen. Oder du kannst sagen, es ist nicht fair. Du kannst sagen, 100 Stutz ist nicht mehr gut. Und ich komme nicht mehr arbeiten. Weil es ist unfair und der hat nicht richtig gehandelt. Ich glaube, wir kommen alle immer wieder in solche Situationen, sind wir ganz ehrlich. Aber irgendetwas können wir anschauen und dann können wir uns entscheiden. Und ich möchte uns ermutigen, dort mutige Entscheidungen zu fällen. Und dort probieren, wie zu sagen, halt, okay, das ist sehr viel von meinem egoistischen Denken. Und jetzt probiere ich, wie zu sagen, okay Gott, hilf mir, dass ich das mutige Herz entwickeln und grösser denken kann. Habe ich Freude mit meinen Leuten, was es besser geht? Habe ich Freude, wenn Leute, die vielleicht mit der gleichen Krankheit kämpfen, gesungen werden und ich selber nicht? Und wenn wir anfangen, uns auch am Erfolg von anderen zu freuen, bin ich überzeugt, kommen wir ganz nach an Gottes Herz. Ganz nach. Und ich bin überzeugt, wenn wir diese Tests bestehen, und dann können wir sagen, okay, gut, das braucht mich, aber es ist in Ordnung. Dann sind die Wege frei, dass Gott uns Orte herbringen kann, die wir heute niemals erträumen.